Ja, das kann immer besser sein. Ich kann allerdings sagen, toi toi toi, dass ich relativ gesund bin, was das Team angeht. Also keine langfristigen Verletzungen oder sonst was. Ach, sag nicht, gar nicht geschaut, aber ich glaube, meins sieht soweit auch okay aus. Ja, ich glaube, du hast, einen Zombie, der jetzt fehlt und einer deiner Verfluchten hat 'n Rüstungsdown. Genau, Zombie ist egal. Und ja, okay, den hat er schon länger, das ist okay. Aber den will ich auch nicht weggeben, der hat schon Block und Dodge. Ja, Ne, Block das hat ja sowieso. Ach, mein Gott, bin ich verwirrt. das Dodge ist das. Genau. Erst gefreut über den Dodge und dann kam der naja. Oh, ich sollte vielleicht aufstehen und nicht nur plappern. Meine Werferin hatte ich relativ schnell 3 SSP bekommen, und dann war sie irgendwie jedes Spiel, Miss Next Game. Also, wenn sie dann aufs Feld kam, wurde sie wieder rausgeprügelt für Miss Next Game. Also, die wollte ich eigentlich mal leveln, äh, bin aber nicht mal ansatzweise dazu gekommen. Ich weiß nie, wie aufstehen, echt. Machen wir was Symmetrisches, das erfreut das Auge. So, das heißt, ich habe den Angriff. So. Oh, Jo, das tut direkt richtig weh. ist das eine Starblitzerin? Eine davon. Oh, eine davon. Ja, dann gehen wir direkt mal durch. Apropos, bevor das erste Spiel anfängt. Der erste Zug. Oh, bei mir auch. Ich hatte mich schon gefreut, aber okay. Na ja, gut. Der schläft eine Runde, ist okay. So. Da hinten liegt der Ball, okay. Oh, sonst kriege ich noch eins auf die Fresse.
Ja. Die blocken sich die ganze Zeit. Mhm. Ein ereignisreicher Zug. Na, ungefähr so war es ja bei mir auch. So. Oh, immer auf die kleinen Zombies.
Eieiei. Liebliches Hin- und Hergeschubse. Hm.
Das ist glücklich. Mhm. Ja, aber bei Block Dodge, da ist halt tatsächlich auch nur der Skull gefährlich. Da kann man auch schon mal so 'n Wurf riskieren. Ist nicht wirklich besser. Das stimmt. Gibt ja da 'n richtigen Prügelkreis. Es scheint so. Och, komm schon. Oh Gott.
Oh. Der Klassiker. Über einen Stunt komme ich bei dem aber auch nicht raus. Das bringt ja leider. Was? Oh nein, ich Idiot! Ah! Ja, wenn man die Symbole verwechselt, da ist man selber schuld. Ja, das hat ja leider jetzt beides nichts gebracht. Boah. Noffel! Ja, das ist. Also ich muss sagen, irgendwie. Dieser Glücksanteil in diesem Spiel ist irgendwie zu übermächtig. Das ist mir. Also weiß ich möchte jetzt nicht irgendwie schlecht reden und so und bla bla bla. Aber es ist mir so aufgefallen in den letzten paar Spielen, die ich gemacht habe. Ich finde das oftmals sehr frustrierend. Ja, die Würfel sind hier, also dieser Randomizer ist entweder klar für dich oder klar gegen dich. Also es gibt ganz selten mal, dass hier wirklich Spiele ausgeglichen sind. Das ist leider bekannt. Ja, aber es fragt sich dann einfach, weißt du, was macht das für einen Sinn, das Spiel so überhaupt unter diesen Voraussetzungen zu spielen? Wenn du zwei gleich starke Spieler hast mit ausgeglichenen Würfeln, dann gibt es einen Unentschieden. Und schlussendlich entscheidet das Glück über Sieg und Niederlage. Der hat ja ausweichen. Ich bin ja auch schon auf Blood Bowl 3 gespannt. Denkst du, das ist anders dort? Ich denke mal, die Chancen sind dann neu gemischt. Also ich denke mir schon, dass es dann andere Möglichkeiten gibt.
Oh. Und das ist jetzt genau das pure Gegenteil von vorher. Es ist unglaublich, dieses Spiel. Ja. Nicht, dass es jetzt wahnsinnig viel helfen würde. Natürlich nicht. Ja, Sure Hands fällt der Werferin noch. Und nun? Ja, alles nicht so toll. Nee.
Vier plus. Yep. Mit Reroll sollte ja eigentlich machbar sein. Prinzipiell ja. Und nun? Jetzt stehst du da mit deinem Glück. Jetzt stehe ich hier. Oh mein Gott. Ja, alles gut. Den Apo habe ich ja genommen. Oh, du kriegst noch einen Spieler. Uiuiui. Willkommen im Team. Ja, halt sie in Ehren. Ne, den Apo habe ich ja genutzt und der hat mir nichts gebracht tatsächlich. Das Ergebnis ist gleich und die Spielerin bleibt trotzdem draußen. Habe ich mich vertan. Mein Gott. Naffel! Kann ja eigentlich nicht so schwer sein, so einen Ball aufzuheben, ne? Müsste man meinen. Meine Güte. Bei den Linienfrauen ist mir das tatsächlich noch egal. Bei Blitzerin, Werferin und so, da kriege ich ein bisschen Angst.
Ja, hast du Glück. Wieso habe ich hier keinen Support von meinem Zombie bekommen? Das verstehe ich jetzt nicht. Ach. Weil ich Guard hatte. Ja, ja, klar. Aber das hat ja keinen Einfluss auf den Zombie. Stimmt eigentlich. Ach so, macht Sinn doch. Ich kriege einen Support vom Zombie, du vom Guard. Macht Einwürfe. Ah! What? Okay, Ping-Pong. Boah. Okay. Ich glaube, das hat sich dann für beide erledigt. Ja, toi toi toi. Das war jetzt wenigstens das Minimum, was ich noch erreichen konnte. Na gut, ich muss so viel würfeln, wenn das... Okay, es ist möglich. Möglich ist es. So, dann mache ich ein bisschen Nekromantenmagie. Ja, die brauchst du jetzt. Langer Ball und Pass. Oh mein Gott. Kriege ich den kürzer? Nee.
Feuer frei. Es müsste ja die Farben wechseln, oder? Nicht? Der Wurf müsste dir dann besser angezeigt werden. Nee. Nee. Ach ja, komm. Elfenteam. Ja, okay. Mit der 1 so gar nicht. Wäre zu schnell gewesen. Wolf kommt natürlich auch wieder. Oh, vielen Dank. Wofür habe ich mein Bribe? Mein Babe? Na gut, die saufen dort natürlich. Mit dem Baby niemand zurück. Aber das 3, 6, 9, 10. Oh, okay. Du darfst. Na, dann kicken Sie mal. Jo. Ach, das läuft ja wieder. I'm still standing. Whoa. Ich muss unbedingt ein paar Tackles reinbringen in meine Skills.
Ja, Tackle und was mich tatsächlich bei dir wundert, dass du keinen Guard dabei hast. Hm. Grandios. Ballaufnahme läuft heute. So. Der einer Würfel mit 2 Go-For-Hits auf den Wolf, der war mir ein bisschen zu risky. Mit 2 Go-For-Hits. Ach, munteres Amazonenschieben. Yep. Whee!
Stun ist ärgerlich. Ach, ich wollte ja blitzen mit dem. Ach, meine Güte. Ah. Deshalb sage ich gerade, dass der Stun war wichtig für dich. Ach nee. Oh. Das ist schön, das ist schön, das ist schön. Der haut es sich selber aus. Mhm. Ja, das war jetzt nicht gerade der beste Zug, den ich jemals gemacht habe. Wenigstens ansatzweise. Ich habe mir schon gedacht, irgendwann muss doch Mighty Blow Tackle was bringen. Auf einen Dodger. So.
Du bist bis jetzt aber auch immer noch gut ohne Rerolls ausgekommen, ne? Ja. Und sich schnell ändern. Mhm.
K.O.s kann ich. Oder nein? Zum Glück, ich spiele so schlecht. Ich muss mich jetzt echt ein bisschen zusammenreißen. Ich überlege mir immer, wie komme ich da dran, wie kann ich was machen? Und dann komme ich dran und dann kommt die 1. Und ab into den Eindicer. Ja.
Den wollte ich vermeiden. Das ist schon mal schön. Das ist Ansichtssache. Ja, für mich ist es jetzt erstmal schön. Gut, ich muss sagen, in den letzten 3-4 Zügen kann ich zumindest nicht sagen, ich hätte Pech gehabt, ich habe einfach scheiße gespielt. So, dann schauen wir mal, was das jetzt gibt.
Okay, okay. Ja. Da hat er keine Bewegung mehr, der Gute. Hm. So. Die nimmt erstmal beide da raus. Oh Mann. Das war cool. Was für eine seltsame Partie. Ich glaube, so ungefähr war unsere erste auch. Echt? Mhm. Ich meine ja. Das liegt an uns. Ja, wahrscheinlich. Machst du nächste Saison weiter? Ich bin so unschlüssig, echt. Bei mir hat es so vom Monat gewechselt von ich freue mich auf ein Spiel auf es ist eher eine Pflichtübung. Das sind nicht so die tollsten Voraussetzungen. Eben, es ist dieser scheiß Glücksfaktor, der verdirbt mich so das Spiel. Ich finde das so gut. schade. Das Problem ist halt, es ist ein Würfelspiel, ne? Und dadurch hast du eigentlich immer den Glücksfaktor dabei. Es kommt einem halt hier schlimmer vor, weil der Computer halt würfelt. Wenn du die gleichen Würfel selber würfeln würdest, dann kommt einem das gar nicht so schlimm vor. Habe ich festgestellt. Es kommt halt häufig auf diese mentale Geschichte vor, ich habe die Würfel gar nicht selbst geworfen, sondern das war der Computer. Und dann kommt halt diese Frustration mit rein. Es mag sein, aber ich habe das Gefühl, weißt du, es gibt Würfelspiele, du hast immer einen Glücksfaktor bei Würfelspielen, das ist korrekt. Aber es gibt Würfelspiele, da ist der Glücksfaktor nicht so entscheidend wie jetzt in diesem Spiel. Oder es hat einen gewissen Glücksfaktor dabei, aber es ist nicht extrem entscheidend. Mhm. Oh, jetzt muss ich schnell aufpassen, dass ich hier noch... So. Und hier ist es, vor allem wenn du in entscheidenden Moves Glück oder Pech hast, das macht so viel... Wie jetzt gerade dieser Double Skull bei dir, oder? Der hat alles kaputt gemacht für diesen Zug zumindest. Für den Zug auf jeden Fall, klar. Ich habe ihn zwar auch schlecht gespielt, den Zug, und hätte ich ein anderes Reroll-Management gehabt, hätte ich natürlich da jetzt auch noch eine Möglichkeit gehabt, aber das ist halt, wie einem das halt selber vorkommt. In dem Falle bin ich jetzt tatsächlich selber schuld. Ja, jetzt ist die große Frage, wenn ich einen Touchdown machen will, muss ich den hier oben lassen. Wenn ich absichern will. Risiko auf Sieg oder ein 0:0? Das ist jetzt die große Frage. Ja, ich fürchte, die Wahrscheinlichkeit für, dass du einen Touchdown machst, ist größer, als dass ich hier oben was reiße. Hast noch 1,35 Zeit, dich zu entscheiden. Ah, nee, nee, das wird nichts.
Ja, dafür kriegst du sie jetzt runter. Ob es die Line Woman macht oder die, das macht keinen Unterschied. Hier ist noch einmal Dodgen dabei. Ja. Hier ist nur einmal Dodgen dabei, genau. Nur einmal. Willkommen bei den Snake Eye Pirates. Oh meine Güte. Schräges Spiel. Aber du kriegst auch keinen Touchdown hin. Oh, auf den letzten Metern noch eine Verletzung. Okay, keine langfristige. Eigentlich hat sich dafür meine Werferin schon den MVP verdient. Sie hat das Spiel Du lachst, ich meine das ernst. Oh, okay, gut, dann lache ich nicht mehr. Ja, wie gesagt, die hat die ersten 3 Spiele, auch mit der Hinrunde, hat sie mitgespielt und jeweils einen Pass geworfen, bevor sie rausgegangen ist. Nach diesen 3 Spielen, wo sie jeweils dann einen Pass geworfen hat, ging das dann los mit Miss Next Game, das Spiel. Dann war sie wieder da. Ohne dass sie was gemacht hat, wurde sie wieder verletzt. Und so zieht sich das jetzt gerade bis zu unseren Spielen durch. Hey. Das wäre tatsächlich jetzt die letzte Option mit 2 Go-Foils. Jetzt kommst du nicht mehr durch. Nee, jetzt komme ich nicht mehr durch. Dann hättest du jetzt nachgehen müssen. Und Ja, ja, ein Dodge mit Agility 2, ja, stimmt, aber ich hätte es trotzdem machen müssen, du hast recht. So, weil jetzt gehen wir definitiv unentschieden nach Hause. Ja, das war blöd, echt. Naja. Da hätten wir jetzt tatsächlich in letzter Instanz durchspielen können. Jetzt kannst du noch einen Pass versuchen mit dem Wolf. Ja, Aber das macht eigentlich auch keinen Sinn, weil wenn du einen MVP kriegt dann auf jeden Fall. Mal gucken, du kommst ja nicht mehr rein, oder? Nee, da Nein, nicht, ich da komme nicht. auch nicht mehr. Nee. Wir trennen uns 0-0.
Ja, es ist ein bisschen blöd, wie die Figuren stehen. Wo ist denn mein zweiter Fluch da? Ist der, Draußen. ach, dort, okay. Der fängt keinen Ball mehr. Nee, das war tatsächlich die ganze Zeit mein priorisiertes Ziel mit Rüstung 7 und ich habe Mighty Blow Tackle und er hat noch Dodge dabei. Das heißt, er hat eine Rüstung von 6. Ich hatte eigentlich die ganze Zeit dann gehofft, da geht vielleicht was, den kannst du vielleicht umhauen. Oh, wow. Holla! Zug 16. So, dann wollen wir mal gucken. 2 Würfel so. Ja, ich stehe mal hier ein bisschen rum. Oder liege ein bisschen rum. Mhm. So. Ja, ich bin ein Idiot. Das war der Blitz. Ach, du kannst hier noch was. Ich hatte eigentlich noch vor, einen Pass zu werfen, aber das klappt jetzt auch nicht mehr. Wenigstens habe ich am Ende des Spiels das Simball. Genau. Also ich glaube, das Unentschieden ist definitiv gerechtfertigt. Ja, ich weiß nicht. Also du hast besser gespielt. Eigentlich hättest du es verdient gehabt. 4, 3 Verletzte, ein Tod haben bei mir. Holla, die Waldfee. Ja. Und viele verpassen das nächste Spiel, oder? Gegen wen auch immer du spielen wirst, es soll mir dankbar sein. Also eine Leinfrau verpasst das Spiel. Die Fängerin ist da und die Werferin ist auch da. Also im Endeffekt eine Tote und eine, die fehlt. Das geht dann noch. Ja gut, dann lade ich das Spiel hoch. Super, ja, vielen Dank. Und ja, ich hoffe, dass man sich vielleicht dann nächste Saison doch noch sieht. Ja, schauen wir mal. Vielleicht kriege ich dann doch noch ein bisschen Motivation zurück. Ja, ich sag mal so, wenn man Blood Bowl mag, bleiben einem ja im Moment nicht viele andere Gelegenheiten. Nee, ich mag das Spiel. Weißt du, es macht wirklich Spaß. Es ist einfach dieses zum Teilweise so verwürfelte Spiele. Mhm. Aber was ich teilweise noch Ohne eins. Spiele... Oh, ich habe eine 5 gekriegt. Das hilft mir natürlich ein bisschen. Was ich jetzt nicht verstehe, warum konnte ich denn nicht rerollen, die 1? Ich hatte noch Weil sicher 500 Rerolls. Ja, bei dir hat es was